Der Schneemann am Schmine. Der Oli, der Sam und die Julia haben im Garten einen schönen grossen Schneemann gebaut. Den ganzen Nachmittag haben sie daran gearbeitet. Gut hat er ausgesehen. Als Hut hat er einen Kessel getragen, seine Augen sind 2 Kohlenstücke, seine Nase ein Rüebli. Und im Arm hat er einen Besen gehabt. Der Oli, der Sam und die Julia sind sehr stolz auf ihren prächtigen Schneemann gewesen. Sie haben sich gefreut, wenn die Leute stehen geblieben sind und ihn voller Bewunderung angeschaut haben. Fröhlich sind sie herumgetanzt und erst, als es dunkel geworden ist, sind sie ins Haus gegangen. Der Schneemann hat ihnen traurig nachgeschaut. Durchs Fenster hat er die Familie um den Tisch sitzen gesehen. Und mit dem hellen Licht hat es sehr gemütlich ausgesehen. Nach der Nacht ist es noch heimeliger geworden. Der Vater hat sich die Pfeife angezündet, die Mutter hat das Märchenbuch aufgeschlagen und der Kind daraus vorgelesen. Der Schneemann ist in der eiskalten Nacht gestanden und hat sich allein gefühlt. «Es ist langweilig da», hat er gedacht. «Wie gern wäre ich auch in einem schönen warmen Zimmer und unter Leuten.» Drinnen im Haus haben die Kinder gelacht und in die Hände geklatscht. Das Märchen hat ihnen gut gefallen. Die Mutter ist aufgestanden und in die Küche gegangen. Nach einer Weile ist sie mit einem Tablet zurückgekommen. Darauf sind Punschgläser, eine Kanne und ein Körbchen mit Gutzli drin gestanden. Alle haben zugelangt. «Ich auch», hat der Schneemann gedacht. Und dann hat er weiter überlegt. «Vielleicht freuen sie sich, wenn ich sie besuche. Ich kann es ja mal probieren.» Also hat er sich einen Ruck gegeben und ist ins Haus tappelt. Mit seinem Besen hat er an die Tür geklopft. Der Vater hat aufgemacht. «Einen schönen guten Abend», hat der Schneemann höflich gesagt. «Kann ich ein Weile bei euch bleiben?» Und dann ist er einfach in die Stube gehupft. Der Mutter sind vor Staunen fast die Augen zum Kopf ausgefallen, aber die Kinder hatten eine riesen Freude gehabt. Der Schneemann hat sich neben die Schmine gestellt. «Absitzen kann ich nicht», hat er gesagt. «Ich weiss auch nicht warum.» «Willst du nicht den Hut abnehmen?» hat der Vater gefragt. Nein, mein Hut behalte ich auf dem Kopf und mein Besen im Arm. Aber ich hätte schon gern ein bisschen Punsch und Gutzli und eine Geschichte gehört», hat der Schneemann gesagt. Natürlich hat er das alles bekommen und die Mutter hat das Märchenbuch wieder aufgeschlagen und daraus vorgelesen. Alle haben aufmerksam zugelassen. Es war so spannend, dass die Kinder gar nicht gemerkt haben, wie die Zeit umgegangen ist. Endlich hat die Mutter das Buch zugemacht und gesagt: «Genug für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schneemann, dir auch?» Die ganze Familie hat zum warmen Schmine geschaut. Aber je, der Platz am Schmine war leer. Auf dem Sims ist das Punschglas gestanden. Unten am Boden war eine Pfütze. Dort drin sind der Kessel, der Besen, das Rüebli und die beiden Kohlenstücke gelegen. Die Kinder haben angefangen zu brüllen. «Ihr müsst nicht traurig sein», sagt die Mutter. «Schaut, draussen schneit es schon wieder. Morgen bauen wir alle zusammen einen neuen Schneemann.»